Diese Botschaft wird richtiggeschickt von Lebenswasser in der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Wir sind in der letzten Botschaft von unserer Reihe von Botschaften von Waussen. Some von euch haben die erlebt durch diese 10 Werk. Dus hebben we al 10 Werk band. So dit weer een beetje längere Series als we fertig doen. Aber von der ist der letzte Sonntag, von der werden wir das ein bisschen so taub nehmen. Wir fangen diese Botschaften an mit der neuen Geburt. Wenn dort wird das Leben anfängt. Wenn du nicht wahre geboren bist, dann halt die jährliche Wachstum der Botschaften, die sind really nicht für die, because du kannst gar nicht wissen, wenn du nicht jährlich geboren bist. Und so das, wo wir anfangen. Ich will Ihnen von der ein bisschen Bild malen, aber das ganze Ding von der hat zu tun mit dem Krieg in uns Gedächtnis und uns Denken zu gewinnen. Wat je lied, wenn ich rede von jährlich Wassen und wir lernen nicht uns Denken zu gewinnen, dann können wir euch wissen. Wenn wir sind gefallene Menschen, uns Denken ist gefallen und wir haben alle hunderte Dinge in uns Gedächtnis, in uns Denken, was uns trübeln wird. Aber Tim das ein bisschen klarer merken, weil ich noch einmal war ein Bild vermalen, war ich in Malaya gewesen, dann da ich das mit 3 Jungs hier auf der Stage, aber von der war ich bloß ein Bild malen. Uns Leben hat 3 Stufen. Aber wir sind 3 Stufen. Na, das ist bloß ein Bild, okay? Das ist ein bisschen kompliziert, als ich das merke, aber das hält mich dort verstehen. Die Stufe in der Mitte. Und wenn diese Stufen, die wollen wir sagen, die schieren taub und das ist nicht der von einer Stufe nach der anderen. Die kann durch die Information durchzubringen. Die Stufe in der Mitte. Dort ist mein Denken, mein Willen und meine Gefühle. In anderen Worten, das ist meine Säule. Das ist die wirkliche Person, die in die wohnt. Das ist die wirkliche Du, die wohnt in der Mitte. Und eine Seite haben wir uns Fleisch. Und so da kommt Information durch uns Fleisch. Wir haben 5 Deren, sozusagen, in uns Leben an. Eins unsere Augen, unsere Nase, unser Maul, unsere Ohren und unsere Hänge, oder uns Feuern. Die haben alle mal belebt, dass die vielleicht einen Weg fahren und auf einmal direkt der Nordstreng. Die haben noch nichts gesehen. Nein, ich meine nicht, dass das von innen kommt, das kommt von Mythen. Und so. Aber einmal direkt wird eine Steinkart, nicht? So, die Information ist nur die, kommt durch deine Nähe, du hast nichts gesehen, aber die weiß, hier ist wer in dieser Obers hier war. Und so schafft uns mein, welche Information kommt in uns an. So eine Stufe und eine sieht, warum sagen, das ist die mittelste Stufe und hier ist das so erst dein Fleisch. Und dort kommt Information durch uns Fleisch in dein Denken an, in dein Willen, in deine Gefühle. Und diese sieht erst noch eine Stufe. Und welche diese Stufe, das ist dein Geist. Und wenn du nicht wahre geboren bist, dann ist diese Stufe von Gott ladig. Na, wir Menschen haben einen Geist, aber die Bibel nennt das Tod. Die Bibel nennt das Tod im Sinn, wenn Jesus sitzt, dass diese Stufe lebendig wird, muss Gott hier drin antragen. Und ich habe euch gesagt, dass Adam und Eva, sei geboren, oder sei gemerkt worden, diese 3 Stufen werden lebendig beernt, wenn Gott bloß ernt, den Odem an, den lebenden Odem. Adam und Eva hatten den Heiligen Geist in sich. Die Bibel sagt das nicht korrekt mit dieser Wort, aber so verstehe ich das. Und dann soll sich versinnen, dann tragt der Heilige Geist rüt. In diese Stufe lade ich. Und wenn ihr die Bibel lesen, von dort wieder, wo Adam und Eva in den Sinn fallen, von dort wieder fingen wir meistens bloß bei sich. In bloß Kapitel 6 von 1. Mose sagt Gott all, dass die Menschen erdenken, hier so ban, die Menschen erdenken, als immer in ein Beis. Weißt du, wo wir? Wenn diese Stufe ist tot. Und so, wenn wir wahre geboren sind, ist der Heilige Geist hier drin angetroffen. Das ist, was der wahre Geburt meint. Der Heilige Geist ist drin angetroffen. Wir sind mit Gott in Verbundschaft. Und dann, nu haben wir diese Beidstufen voll. Okay? Und wie hat die Gelegenheit, dass Information von beiden Seiten hineinkommt. Tim den Krieg in uns Denken gewinnen, müssen wir uns lernen, von dieser Information anzunehmen.
Na, wir wollen immer von hier Informationen kriegen. Wir wollen immer so eine Dinge kriegen von hier, was von den Feind kommt, was von der Welt kommt. Weißt du, wir haben 3 Feind, 3 Hauptfeind. Eins der Feind selbst, der Teufel, mit seiner Macht. Das ist dein Feind. Der andere ist die Welt. Und der Feind braucht die Welt, zum dein Fleisch angreifen. Wenn wir mal sagen, du bist fast und trinken. Und so du vorspringst weg, und der Feind braucht die Welt, zum der Bayerstoß abstellen, oder zum Sens abstellen, was die wollen versehen. Was je so schafft der Feind. Und da wird immer es dort schaffen. Ich brauche hier bloß ein Beispiel, wie ich kann viele andere Beispiele brauchen, dass es dort schafft. Aber wenn diese Stufe lebendig ist, und der Heilige Geist wohnt in die aus dem Kind Gottes, dann hast du die Macht, und Gott hat die Bereitschaft gegeben, wo wir meistens wollen checken, Gott hat die Bereitschaft gegeben, zum den Denken, den Willen und den Gefühle erreichstellen. Und weißt du, diese Botschaft, ich habe noch fertig gesagt, das ist die wichtigste Botschaft, was wir wollen hier, und das war so. Ne? Und so, das ist so wichtig, dass wir lernen, diese oberste 3 Saal sozusagen kontrollieren. Aber weißt du was? Eigentlich kann ich euch. Dort ist, wo ein Mensch, der nicht wahr geboren ist, der hat bloß sein Fleisch zum Information zu kriegen. Wir wundern uns einmal, wo kann ein Mensch so weit sinken? Weißt du, wo wir wenn der Stube steht? Und so, wenn wir wahr geboren sind, dann ist diese Stube lebendig geworden. Und nun wenn die der oben ist, und wir nehmen Information von hier, und ich will von dir lernen, wo ihr das kann tun. Und ich will lernen, dass der einzige Weg, zum uns Gedächtnis, zum uns Denken ändern, muss wie du sagst, was nennen. Habe ich mal versucht, was zu vergeten? Und Leid in Jünd, das dreht und da haben. Das Leid ist die all stinkerig in Irland. Aber das dreht und das dreht und das dreht und du wirst es mal rüht und das geht auch rüht. Weißt du, was das hast du rüht kostet? Mein anderes Leid harchen. Vielleicht ein Euro oder was, ich weiß nicht, aber wir tun Information nehmen und dann kommt jetzt Information rüht. So, in Galater 4, Vers 16, da redet Paulus von das und er redet von das Kampf und sagt in Vers 16, ich sage uns so, wandelt im Geist, dann wo ihr das nicht tun, was das Fleisch gelassen hat. Weißt du, Lied, in das Vers habe ich den Schlüssel für jährlicher Sieg, jährlicher Wachstum, aber wir machen erst den Heiligen Geist und dort wollen wir bei der wahren Geburt anfangen und nun müssen wir lernen, von dieser Seed, wenn der Jesus uns leiden hat, sagt dann wird das Fleisch nicht werden. Und wir haben alle belebt in uns Leben, dass wir wählen wird, und wir wissen Gott was reich ist, aber wir tun das nicht. Aber an uns denken. Und so ich will Ihnen von dir so sehr praktische Dinge geben, wo wir können in uns denken gewinnen. Tim sein, wo das schafft, diese Information von beiden Seiten. Wir haben ein klein bisschen denken an Adam und Eva. Ich sehe nicht all, dass uns sei gemerkt werden von Gott, für den Sündenfall, wären alle 3 Stufen lebendig bei Adam und Eva. Dann kommt Gott, dann kommt diese Seed und sagt, und gibt Adam und Eva Information. Hörst mal noch, was das sagt. Und Gott sagt, check einmal, je dürfen von allen Planten auf der Erde die Sod haben und von allen Bäumen die Sod in ihre Frucht haben eten. So Gott kommt, der Heilige Geist, der kommt und der gibt Information. Und der sagt, okay, je kann alle Krut eten. Weißt du, sie wären Vegetarians, wir haben von ihnen bloß 3 Art des Biblisch. So, no, da habt ihr geändert. Aber anyway, sie eten Greins, Frucht und so weiter. Und dann sagt Gott noch das, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 16, er sagt, in Gott der Herr bestellt und den Menschen seht, du darfst von irgendeinem Baum im Garten eten. Aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, dort gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, willst dort wird unbedingt den Tod bringen. So, hier ist die Information von dieser Stube. Gott sagt, weißt du Gott, ich habe Ihnen gemerkt, ihr könnt das alle eten, aber das ist ein Ding, wo ihr sollen von weich bleiben. So, das ist eine Warning, das ist ein Ding, ein Baum. Und so, das ist nur die Information von hier. Und so, Gott gibt Information. Nun horcht, was von dieser Seite passiert. In Kapitel 3. Der Schlange wie Lassia, aus irgendein anderes Wildtier, was Gott der Herr gemerkt hat. Und da seht zu der Früh, hat Gott wirklich gesagt, dass die von irgendeinem Baum nicht eten sollen? Und der Früh seht zu der Schlange, wir dürfen von der Frucht von den Bäumen im Garten eten.
Aber Gott sagt, die sollen nicht Frucht von dem Baum eten, der mitten im Garten steht. Die sollen nur nicht von eten, in den ich einmal anschieren, sodass die nicht sterben. Aber der Schlange sagte der Früh, die wollen gar nicht sterben. Gott weiß dort, sobald es die davon eten, wollen die Uhren aufsehen und die wollen so als Gott sein und weiten, was gut und was schlecht ist. Und der Früh sagt, dass die Frucht gut leid und dass der gut zu eten wird und dass der einen können was Verständnis geben. Dann nehmen sie von der Frucht und eet und geben ihren Mann auch und die eet. Kann ihr hören, was hier passiert? Hier ist Information von dieser Seite. Die sagt, du kannst das tun, aber das ist nicht. Dann kommt diese Seite, dann kommt der Feind und brückt das Fleisch und er sagt, hey, das war nicht so schlimm sein, weißt du? Gott wird nicht wirklich so gemeint haben. Weißt du was? Wenn die wollen eten, dann wollen die Kläger wollen, die wollen weiten, was erreichen. Und weißt du was, Lied? Das kriegt der jetzt ständig an in den Dingen. Wir haben Information von Gott, und dann kommt der Feind mit der Information durch uns Fleisch, von der Welt, vielleicht von anderen Menschen, und die sagen, die ganz das, was die als junge Menschen, die haben das Kampf ständig in ihren Denken. Die Eltern haben ihnen vielleicht gesagt, und weißt du, wenn die noch jünger sind, die sollen den Eltern horchen, und die haben christliche Eltern, die Bibel hat ihnen gesagt, was sie denken, nu kommen die Freunde und sagen, hey, how stupid are you? Was das wirklich tun? Vor mit uns mit, dann wo Partys haben sie wieder, und mit uns die Kirche an. Ohne Information, wo wir horchen. Und so, das ist so wichtig, dass wir lernen, dass uns mein, hier bin, in uns denken, das ist der größte Kampf, wo du kämpfen lässt. Das ist hier bin. Und wir haben vorhin gesagt, der Kampf in uns denken, das ist der schlechteste Krieg zum Gewinnen. Aber Gott hat uns some Dinge gegeben, zum den Gewinnen. Und weißt du, wir können noch einmal gehen ein klein bisschen durch diese Bilder von diesen 3 Stufen. In ons Volk haben wir some Leers. Die Bibel nennt es, wie ich wollte falsch Bild lesen, die Bibel nennt es, auf Englisch sagen wir Strongholds, eine Befestigung auf Hochdeutsch, weil das ist ein Haus von Denken. Ein festes Haus von Denken. Und weißt du, was ein festes Haus ist von Denken in ons Volk? Dat Gott ist ein strenger Gott, er ist ein doller Gott, er wird uns rechten und wir müssen uns bastet versuchen, irgendwie sein, demütig genug zu sein und noch vielleicht Läden haben und engen sie wieder und einmal sein, dann sein es für dort, wo ein Reich ankommt. Wir haben die Lehre an uns Volk, dass du kostet nicht weiten, dass du gerat bist. Das ist ein schrecklich festes Haus von Denken in uns Menschen. Dort wird viele Menschen Jahren dort anschmieden. Vielleicht sind es von ihnen, die da haben wir mit kämpfen. Und weißt du, die Bibel, die können nicht klar lernen. Und so, wir haben die Information von hier, wo das sagt, wer den Sehen hat, haftet leben. Wer den Sehen nicht hat, haftet leben nicht. Das ist so klar, du in den kannst hier. Und das ist, was Gott sagt. Wer den Sehen hat, haftet leben. Und so nicht kommt das von hier und sagt, na, aber da kannst du gleich weiten. Wenn du sagst, du kannst weiten, du bist bloß gerutschen wieder. Kann sein, das kommt, was den Fehler von unseren Menschen angeht. Und so, das wird die Feindschaft. Aber weißt du was? Du wirst hier in dein Fleisch, wirst du niemals vollkommen sein. Und wir checken viertel nur ans Fleisch. Und wir sehen unsere Fehler. Und wir sagen, wo in der Welt kann ich für Gott stehen? Like, die Bibel sagt, ich sie schuldfrei, ich sie heilig, ich sie zu sie gestellt, ich sie vergift. Aber check mal nur mein Fleisch. Check mal die Dinge, wo ich immer noch mit kämpfe und was ich da und so wieder. Und wir müssen das verstehen. Dass deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit für Gott, die kommt von dieser Stufe, nicht von der anderen. Als ein Kind Gottes, der Heilige Geist wohnt in dir. Und dort wird die gerecht mehr für Gott. Und so, wenn dort du bist Vater geworden, dann kannst du mit Taufe tun. Dann sagt die Bibel zu dir, weißt du Gott, in dein Denken, in deine Gefühle, in dein Willen, du hast den Kampf. Aber hier bist du vollkommen, Gott wird dir recht, nur das. Na, bitte, das mich nicht recht verstehen. Du meinst nicht, dass das nicht wichtig ist. Und dass wir nicht so für Gott leben. Aber wenn Gott dir nur das wird rechten, wird keiner von dir merken, da kann ich von dir all garantieren. Gott wird dir nur das rechten. Und so, wenn Gott dir nur das recht, dann geht es auf seine Gerechtigkeit, dann geht es auf die Gerechtigkeit von den Heiligen Geist, das geht auf die Gerechtigkeit von Gott. Und so, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir gerecht für Gott. Und so, das ist bloß ein sehr, sehr wichtige Lehre, wo ich will haben, die sollen verstehen. In 2. Korinther 10, du sagst Paulus von das Krieg. So, ich sage, es ist das.
Wenn wir auch im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht so, als das Fleisch dort tät. Dort Bereitschaft, dort wir zum Kämpfen brücken, stammt nicht von uns Fleisch. Dort stammt von Gott, und durch hat dort eine Gotteskraft in sich. Dort kann jährliche Denken, oder wir können sagen Befestigungen, dort falsch in seiner Fuß erst zu nichts merken. Aber dort, was Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merken wir alle Gedanken zu nichts, und alles, was hoch und fromm utlässt, aber uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dass die Christus gehorchen machen. Und wenn ihr das kriegen uns, das ist unsichtbar. Und so was die Bibel uns sagt, dass Gott durch die Kraft von den Heiligen Geist hat Bereitschaft für die, zum den Gedankenleben Kontrolle. Because uns Fleisch hat gewisse Dinge, und du hast keine Kraft mehr, aber diese Kraft kommt von Gott. Und so alle von uns, wir haben diese Häuser von Denken. Ein Haus von Denken, eine Befestigung. Das ist ein Tarm in den Denken. Und du hast vielleicht been abwassen und was denk gelehrt. Und dort ist der Vorspann, kriegst du es auch sehen. Aber wir können das nicht weit nicht wie erraten worden. Bloß uns bastet für sich, sonst wird das Reich ankommen. Dort ist uns gelehrt, dort sind forstet Haus in uns Denken. Die Bibel lehrt ganz das Wort. Aber das Kampf, viele Menschen kämpfen mit das. Ich habe für Jahre gekämpft mit das. Und so, wir wissen alle, von was wir reden. Und so, wir haben vielleicht Angst in uns, wir haben Aufgaben, oder Ohr, oder Last, oder Sorgen. Das sind alles so Dinge, die ein fastet Haus kann werden in den Dingen. Was kriegst du das Haus dort? Was kostet das Haus durchbringen? Weet je met wel nicht. Das ist, ich will sehen. Wir versägen wird zu verjeten und die Dollar denkt wieder an. Aber Gott hat uns Waffen gegeben. Gott hat uns was gegeben, wo wir das können mit tun. Und ich will Ihnen das von dir wissen. Als Jesus starb, weet je, wir waren in Israel 10 Jahre November. Nee, das ist nur 11 Jahre November. Und so, du in Israel, du hast ein Berg, ein kleiner Eiver, der heißt Golgotha. Und Jesus starb auf Golgotha. Weet je wat dat woord Golgotha meint? Dat is een kopknel, een skull. En wanneer den Berg reich aankijkt en de ogen toe merkt en zich dat deutlich merkt, dan zit het nog een skull. En zo, nou dat is meestens dat. Aber weet je, die haben ein paar Leichen en dat zit een beetje een Ogenleichen en zo wieder. Aber das Ding ist, dass Jesus starb, zum den Denken übersiegen, zum das du kannst sich haben. Und so Gott hat uns diese Waffen gegeben. Und so Gott sagt die, ich liebe die. Wenn du Jesus Christus hast, bist du wahre geboren, dann bist du vollkommen. Du bist vergiftet, du bist zu sie gestellt, du bist schuldfrei. Die List, was je in die wieder hat durchgestrickt und kritiziert. Und dann kommt das Fleisch und dann sagt es, hey, so kostet euch sein. Die kostet euch sein, dass du bist gerat. Die kostet, das ist bloß was grautscht. Wenn du die Raum jetzt und sagst, du bist gerat, das ist was grautscht. Und die weiten rein alle, das kommt vor der Jaft. Und so, da kommt Information von beiden Seiten. Und wohnen von dieser wirst du horchen. Wir weiten von einfach, was da passiert, sie horchen nur diese Stern und sie fallen und dadurch selber das Trouble, wo wir sind. Und der Feind wird die wegholen von Gott sein Wort lesen, beten. Er wird die wegholen von Ritualen. Er wird die wegholen von anderen Menschen vergeben. Er wird die wegholen von Dingen tun, was du nicht weißt, was Gott will haben, die sollst tun. Aber Jesus sagt, ich will ihnen Waffen geben. Ich will ihnen Waffen geben, dass die ihr Denken gewinnen. Aber wie man verstehen, dass der Krieg ist hier. Der Krieg ist hier. Vielmal angebildete Dinge, aber das sind Dinge, die uns Fleisch anspringt und so wieder. Der zweite Punkt ist, dass wir müssen verstehen, dass Gott sein Wort als die Waffe, die heute gegeben hat, zum den Gedanken ändern. Als Jesus auf diese Erde war, er wie ein Mensch. Na bitte, das mir nicht richtig verstehen. Jesus ist ein Hammer Gott gewesen, was immer sein. Er ist Part von der Dreieinigkeit Gottes. Aber auf dieser Welt,
merkt die Bibel dat klar, dat hij verleiht seine Gottheit, hij kwam naar deze Welt en hij leeft hier als een mens, hij starf hier als een mens en so weiter. Hij eet, hij wordt meid, hij schleipt, hij wie een mens. Weet je wat van mensen weer? Met een heilige geest gevuld. Jezus wie een mens, wo diese 3 Stufen wären alle lebendig. Weet je waar Jezus zijn Wunder deed? Durch diese Stufe. Weet je waar hij predigen deed en al die woorden wat hij deed? Durch diese Stufe. Jezus wie gevuld met heilige geest en zo leeft hij op deze wereld. So nu komt de vriend, nu Jezus. En Jezus is groot getauft, hij is gevuld met heilige geest, je hebt in de wüste en komt de vriend nu aan. Weet je wat Jezus braucht für sich, jenen Vriend? Nicht seine Gottheit. Weet je wat hij braucht? Gott sein Wort. De Bibel. Ich und du, als Kinder Gottes, haben dieselbe 2 Waffen. Wie hat den Heiligen Geist und wie hat Gott sein Wort. Dort ist alles, was du brauchst, zum in dein Denken sicher. Bloß wie man verstehen, dort zu brauchen. Und so der Feind kommt nach Jesus, Matthäus 4, und sagt, hey, hopp, wann du wasch mich an, nee, dort Brot, erst dort Brot, merkt das Steine mal zu Brot und so wieder. Dann sagt Jesus, der Mensch lebt nicht von Brot allein, aber von allen wir, die Gott geredet hat. Jesus wusste diese Schrift in sein Denken, er hat die auswendig gelehrt, und so der Feind kommt und er sagt, hey, merk mal Brot, du bist ja Gott, wohin hungerst du hier? Und dann sagt Jesus, no, das ist, was Gott sein Wort sagt. 3 Mal so steht. Und so der Heilige Geist mit dem Wort taub. Das ist, was Jesus braucht. In Epheser 17, du hast die Waffenrüstung, und du sagst, das ist die Generierung, sagt ab aus dem Haut, und Gott sein Wort aus dem Schwert, dort der Jas gift. Hier haben wir diese 2 Waffen. Na, du sagst nach meiner Bibel, kann ich Titel dort alle lesen. In Epheser 6, aber du hast die ganze Waffenrüstung, du sollst in Wahrheit leben, und die Wahrheit annehmen. Und weißt du, du wirst ein bisschen von reden, von Wahrheit. Gott sagt, die werden sehnhaftet leben. Und dann kommt der Feind und sagt, oh, weißt du Gott, du hast noch das Mann down, und das Mann down, und das Mann down, und dann muss sein. Du musst ein besserer Mensch werden, du musst das alle. Und weißt du, und dann, was wirst du leben? Diese Lehre ist, oder diese Wahrheit? Und das, was meint in Wahrheit leben, dass wir das einfach mal annehmen, wer Gott sagt, wir sind, und dann durch leben. Und so, die Wahrheit, wir sollen unsere Gerechtigkeit antragen, so ist ein Panzer, und wenn ihr dazu denkt, was Gott uns schafft, das Evangelium von Frieden, auf unsere Schau, wir sollen ein Schild aus dem Glauben, und wir sollen uns unsere Radung absagen, wir sollen das Schwert Gottes haben, in den Heiligen Geist, in einem Gebet jenen Feind gehen. Aber der Punkt ist das, dein erster Krieg ist hierbei, in die Nähe. Gott hat dir sein Wort gegeben, zum das hier am anderen. Zum hier sichtbar haben. Und so dort lehrt uns nur den 3. Punkt, was ich will sagen, und dort ist, dass wenn wir verstehen, dass biblische Nachdenken, Meditation, das ist das englische Wort Biblical Meditation, aber wir haben die Bibel, wir haben den Vers auswendig gelehrt, und wenn der Teufel nur uns kommt, dann brücken wir dort jenen Feind. Dat ze einfach an ons denken ben. En zo, dat is een geschichte van een soldaat in de States. Hij was een zeer hoge soldaat in de armee. En hij is vast aan porn, aan pornografie. En zo, der heeft alles versucht. Weet je, hij is een zeer gedisciplineerde persoon. Een soldaat, die moet gedisciplineerd zijn. Die moet correct zo en zo leven. En zo, dat is vast aan. Hij zegt, hij heeft al rein alles gedaan. Hij komt aan een prediger. En alles wat de prediger met aan deed, hij zegt, check. Hier sind some Phasen, geen sexuelle, unmoralische Leben, geen Pornografie und so weiter. Lehre auswendig, dann dauert auch Meditation. 2 Jahre Luther fängt der Train und sagt, weißt du Gott, ich sehe ganz frei. Wenn wir uns lehren, mit dem Heiligen Geist in Gott sein Wort, und die kann uns lehren in Wahrheit, und die lehrt uns in diese Information, was von hier kommt, zu finden, dann bei einmal haben sie En wat over dit? Ik wil je some zeer praktische ideeën geven. Nummer 1, lees wat je fehlt. Read what you need. Weet je eenmaal wie gestohlen s'morgens op en we willen nog een beetje Bibel lezen en schwinde Bibel opmerken en dan vingen we aan en lezen we den Vers en jou te arbeiten. Lees wat je fehlt. Wo das die kämpfen? Wat is in dein mind wat du immer trouwelt? Is het bitterness? Is het pornography? Is het
eens als wat geldt, wat is in dien denken, wat is de aardig, wo ist de Kampf? En wanneer dat is weet, en je weten alle wo dat is. Wanneer je oprechtig bent, blijf ik dat je alle weten wo dat is. En zo, dan zeg die een Vers. En weet je wat je dat doen? Je gaan alle messen en alle blijf in je phone de Bijbel, in je iPad, in je computer. En dat is van jou zo zeer einfach, dit te doen. Maar die kosten die Bijbel. Ik heb hier in mijn iPad een paar Bibelen. En computer heb ik vele Bibelen, maar dat is een search engine, aan ik dat, dat is een search button, niet? Wo die kosten op om dingen zeggen. Klickst du aan, en dan tappst du aan, wat immer woord, of wat immer du met kämpfen is. Vielleicht hast du mit Oja, oder das mit Greed, geldgierig sein, was immer das ist. Du kannst das antappen, dann wird die all die Farben wiesen, wo dort Wort verkommt oder wo die Idee verkommt. Einmal kostlich den Ideen antappen. Ich einmal sag ab was gingen wir, dann hat wir nicht das Phone, dann hat wir nicht all das Internet und so eine Dinge, und dann hat ich so ein dickes Buch, so ein großes Buch, in Strongs Concordance nennen wir das, aber das ist jeder Wort in der Bibel, als du bist, kannst du absägen und dann sind alle Versen angegeben, wo dort Wort ist und so weiter. Aber das ist so einfach für dich. Je nehmt bloß den Phone und je searchen, okay, ich kann mit euch kämpfen, ich mal Anger nennen und dann kommen alle die Versen durch die. Viele von ihnen haben auch andere Programme am Computer, wo sie vielleicht einen Reading Plan, das ist ein gewisser Plan zum Lesen, was mit euch zu tun hat. Oder die haben mit euch zu tun, oder haben mit dir zu tun. Weet je, dat is zo zeer einfach von dir, dat dat so leicht für uns zu tun. So dann sagt die ein Vers, was immer du mit kämpfen ist, les, was dir fehlt. Und so dann sagt die Versen, und dann lehrt die ein paar Versen auswendig von dir. Und dann, wenn das was ankommt, dann das mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir als ein Kind Gottes. Und so dann fragst du den Heiligen Geist, wusst du von dir, wenn mir die Ohr ankommt, dann remind me von den Versen. Und weet je, yes, dat is true. Dat wordt het dan. En dan kannst du die wählen, außerdem was sprochen oder nicht. Aber yes, wat die halten. Und so dann hast du das Vers von jen Ohr, oder was immer, oder von Dankbarkeit, was immer das ist, und der Heilige Geist wird die sagen, hey, das ist wo die Hand ist. Und dann nimmst du den Vers, und dann denkst du über. Und weet je Gott, weil du weißt, was da passiert ist, als die Ohr war, du denkst du nicht mehr an. Und so das ist ein Weg, was Gott uns gegeben hat, Biblical Meditation. Aber das ist so wichtig, dass wir lernen zu lesen, was uns fehlt. Und weißt du, das sind Feiertiden im Tag, wo du besonders in Gefahr bist. Feiertiden. Ich will nicht die Feiertiden geben. Gott gibt uns die in 5. Mose Kapitel 6. Das hat hier zu tun mit Kinder abtragen. Aber hier sind die Feiertiden, wo es besonders darauf ankommt in uns Leben. Hij zegt dus dit, in 5. Mose 6, Vers 6, diese Werte ich von dir geben, soll je nie nicht vergeten. Schwabt je nicht Kinder ab mit dir, red von dir, wann je in den Haus satten. Und wann je reisen. Wann je dolein und wann je abstehen. Bringt dir eine Hand auf den Zadel und eine Stirn und ein Hängsel. Und schrift dir eine Deren gerecht und an die Porten zu jener Stadt. So hier sind Feiertiden. Eint erst, wann du sagst. Bist vielleicht mal von der Arbeit in Haus gekommen, du sagst die Dol, und dann am Internet, oder du sagst bloß ein Dings. Und dann fängst du an zu daydream, dann fängst du an zu träumen, dann fällt dir eine Person bei, was mir laut soll, Dom sehen und so weiter, und dann fängt dir dann an zu ordnen, und dann fängst du an zu kämpfen. Weißt du, wenn dort das Tollste passiert? Wenn du nur stehst, und du sagst, die bloß du, und du hast Zeit zum Denken. Und warum sagen, du bist in Pornografie? Und du hast einen Tag geschafft, nur schon Pornografie gedacht. Du kommst in ein Haus, sagst die Dol, nimmst den Phone oder iPad und bingo, dann ist es durch. Und das ist schön mit Checken und so weiter. Und die weiten rein alle von was ich geredet. Das ist bloß korrekt, das ist schon. So, das ist eine Zeit, wann wir still sind. Die zweite Zeit ist, wann wir reisen. Willst du forschen fertig und du bist da vielleicht allein und dann sitzen 10, man half Jahr früher, oder du sitzen 10 von Bayer, oder du sitzt dort und du sitzt ja. Und die Zeit, wo wir reisen, und wir haben viel Zeit zum Denken, und wir sehen Dinge, und der Feind wird die Zeit brauchen, zum Denken, weiß nicht, wo alle einen anbringen. Und so, wir können vor, oder wir reisen, wo so eine Dinge. Aber wir sind
wir sind nicht so erdrag. Ich habe Truck gefahren in mein Leben, in Kanada und States und so weiter. Und so, ich sehe immer, die wird das Land teilen, wo du einen Truck durchgehst und was ein Mess was in Olin. Und dann denkt er an andere Dinge. Und so, mit was ist in mein Fall in der Zeit? Und so, das sind welche Tiden. So, wenn du sitzt und stehst, wenn du rest, oder wenn du die da liegst. Einmal belebt, dass die in den Bad gehen, da liegen, und dann fängt er an zu drehen hier bin. Und du kannst nicht schlafen. Und je daler du an das denkst, je euer wird. Und ja, ein Mensch gleicht nicht, und der gleicht mir nicht, der begrüßt mich von der nicht mal bei der Kirche, und John Wald checkt nicht mal bei der Kirche, und dann fängt er hier an zu drehen. Und einmal dann käme da oben dran. Die weten rein alle von was ich rede. Und so, das ist es geschafft. Und wir liegen im Bad, und wir haben eine ganz rotten Attitude, was wir anschlagen. Und was mit dort anschlagen. So, das ist eine wichtige Zeit. Was da wir? Dort, wo eine feine Zeit sind, zum Bibelfarschen sein oder so weiter. Die andere Zeit ist, wenn wir abstehen. Samarias, mit was für einer Einstellung stehen wir ab? Was da wieder das erste Samarias, mit was fällt wir uns denken und so weiter. So, Gott sagt, bänke und deine Arms und deine Dären, wo ich nicht ein paar Farschen und den Truck anbringen. Oder wo immer du bist, in deinem Office. Und du weißt, mit was du kommst. Nimm die Farschen, was von dort reden, und du an den Truck anbauen, und den Dash in der Office, oder wo an den Traktor, wenn du wo schaffst, oder was immer. Und dann, wenn diese Tiden kommen, dann denkt an, en Frau den Heiligen Geist, dat hij die Übung wat naar die Farschen leiden, want du war ein wat, nennt es, was du nicht so ist. Gott ist true. Gott hat uns Waffen gegeben, die können starke Hieser in uns Denken vernichten. Sehr, sehr interessant. Und so, diese Feiertiden sind sehr wichtig. Ich will Ihnen 2 Bilder wiesen, ich weiß nicht, dass die Jungs da oben rein sind für dort, aber ich will Ihnen 2 Bilder wiesen, bloß um Ihnen ein bisschen wiesen, wo das schafft. Wo wir können uns Mind changen und so weiter. So, wenn wir einmal bei dir sind, dann werden wir mal ein Bild sein von einem Ford Pickup. Na, laatst habe ich mich hier Trouble gemerkt. Und so, ich dachte, ich würde das überall reinmerken. Und so, hier ist ein schmacker Ford Pickup. Vor nach wer von den Ford? Ich glaube, es haben down. Aber 2017 Ford Pickup, man, sind wir gleich hintervor, nicht? Da wird schein gehen. Ford Pickup, wow. Muss mal das andere Bild wiesen? Ich habe einen Freund dort so, dort bei der 67. Du hast einen Freund, der hat einen Fan nach der Stuhl. Und der hat so eine pinkende Malch in Buddeltjes. Ich glaube, die kommt von dieser Key. Und dort ist so eine pinkende Chocolate-Malch, sagt er. Und habe ich mal so eine geschmeckt? Einfach gemalt von pinkende Kuh. Habe ich mal gedacht, wenn eine Kuh wird gemalt, ja, schwarze Kuh wird gemalt. Und ich glaube, die pinkende geben pink gemalt, nicht? Die ganz meiste von denen haben die letzten 15 Minuten nicht an den Ford Pickup gedacht, hey? Kann ich verstehen, was ich hier gerade tun? Wir den groß ans Mind changen, mit was wir dann arbeiten. Und das ist, was Gott will tun in uns. Der Feind kommt nach uns, und weißt du, wir haben diese 3 Stufen, die hast du in deinem Leben. Wenn du nicht bekehrt bist, dann ist diese Stufe ladig. Dann fehlt der erste Fall. Dann fehlt der Heilige Geist hinein. Und weißt du, was wir tun? Durch den Glauben an Jesus Christus, und an das er uns den Heiligen Geist geben. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, hast du diese 3 Stufen. Information kommt von hier hinein, oder von hier hinein. Won't das regieren? Das ist eine Frau. Und weißt du, wir haben diese starke Hieser hier bei. Starke Denken, gewisse Weise. Und Gott mit seinem Wort in der Heilige Geist kann das vernichten. Ich will dir einen Psalm lesen. Ich brauche das Psalm für das Film. Und so das ist ein sehr, sehr wichtiger Psalm, Psalm 1, sagt es das. Gesehnt ist der die Gottlose ihren Rot nicht annimmt, und nicht mit Sünder top am Bach geht, auch nicht sagt, wo die später saßen. Weißt du, was hier tut? Er sagt, gesehnt ist der, was nicht die Information von dieser Seed lässt Control. Das ist really, was er sagt. Das hat gar nicht so viel zu tun mit wem wir top sind, das ist wichtig. Aber das hat really mit Information zu tun. Von wo kommt das? Und so sagt, ich werde nicht von das sein. Nur hör ich, was er sagt. Der über seine Friede und im Herrn sein Gesetz haft, und sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Hört ihr, was er sagt? Gesehnt ist der, was nicht von dieser Seite Information nimmt, was von dieser Seite hat.
Da ist es ein Baum um Wutterstrom geplant, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt, in den die Blätter nicht verwalten, in am gelenkt, was immer er tut. Aber so sind die Gottlosen nicht. Die sind so Spree, die den Wind verstift. Deswegen wollen die Gottlosen nicht in das Gerecht bestehen, und die Sünder nicht in die gerechte Gemeinschaft, weil es der Herr wirkt über die gerechte Weg, aber die Gottlose Weg verjährt. Weißt ihr, Lied, wir können Informationen von hier nehmen, und so sprießen, und verwehren, und in damit leben, und immer in Dinge bauen, was sinnlich sind, und so weiter. Aber wir können von dieser Seite Informationen nehmen, und gesehen sind, ein Baum sein, was Frucht bringt, ein Baum, was Dinge gelenkt, und ein Baum, was unter Gott in Schutz lebt. Der Wohl ist deine. Von wo nimmst du Information? Und weißt du, wenn wir diese Waussen Regen von Botschaft nu zu eng bringen, dann will ich dir noch sagen, dass wir nicht wissen, bitte wir lernen, das zu tun. Und das ist so einfach. Nimm den Vers, lehre den auswendig. Das ist ein Psalm, was ich auswendig lehre. Und so ich da fertig, über Tag, wenn mir was ankommt, das wieder. Das ist ein Psalm, was ich habe diese Weg sehr anfangen zu brücken mit das. Und das ist erstaunlich, wo hast du, manchmal fällt mir wie, hey, how lange nicht schon das gedacht, wo mir so wird. Oder so wieder, nicht? Und so, das ist, wo Gott schafft. Gott hat uns Waffen gegeben. Weißt du, was die Waffen sind? Der Heilige Geist in sein Wort. Der Heilige Geist in Gott sein Wort, das ist deine Waffe gegen böse Gedanken, gegen Pornografie, gegen alle Hunde Lasters, Gebundenheiten, stark Gehäuse in dein Denken, kannst du durchbrechen mit diesen Dingen. Wir das brauchen. Gott hat uns das gegeben. Und so werden wir das annehmen. Dankeschön für diese Botschaft durchhören. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org.